Wieder einmal begrüße ich euch zurück hier zum Let's Play von Tales of Zestiria. Ja, wir haben ein paar Dinge zu tun. Man sieht, da vorne ist noch irgendwie so ein Schmelztiegel des Bösen. Das ist doch sehr nett. Und wir gehen unseren Weg und weichen diesen Viechern aus oder eben auch nicht. Lycanthrops sind sowieso dämliche Dinger. Die bringen mir überhaupt nichts ein. Was ist denn mit euch los? Ich setze Megalopperflamme ein und Goodies. Das sind meine Goodies. Wieso ist jetzt Layla down? Hä? Wir verarschen? Wie ist das jetzt passiert? Also, ja, jetzt bin ich mal down. Wenn sie normale Human, hallo? Das gibt's doch einfach nicht. Gut, ich sitze schon wieder raus. Gegen Endman hält ein bisschen mehr aus als die gute Layla. Layla hatte, wie gesagt, wie schon öfters gesagt, hatte starke Arte drauf, keine Frage. Ihre Defense ist einfach nur ein bisschen bescheiden. Ah, und der Goldschlüssel führt es echt dort unten irgendwo, wo wir gerade waren. Das wird dann ziemlich übel. Der Allesteiler. Für wen ist eigentlich dieser Schmelztiegel des Bösen? Ist der... Ah! Nur Zoe und ein Seraph dürfen eintreten. Krass. Könnt ihr mal versuchen, wa? Die Frage natürlich welcher. Ich würde fast schon sagen... Ja, schwierig, wa? Mit dem haben wir eigentlich die stärksten Arte drauf. Also mit dem S sind wir noch bei 0. Mikleo für Distanzangriffe, Edna für ein bisschen mehr Power oder Zavida. Der kann natürlich auch ein bisschen auf sich selbst aufpassen, das stimmt natürlich. Andererseits... Nee, ich nehme Edna. Ich gerade von welchem Spiel kommt wohl die Musik? Am letzten Schmelztiegel, wo wir drin waren, war es irgendwie eine Mucke, glaube von Tales of Vesperia. Ich wollte sagen, bitte mal ein bisschen amatisieren hier. Daneben! Daneben! Das Gewusel hat es wieder genommen. Ja, bisher macht es natürlich noch kaum irgendwelchen Schaden. Das ist natürlich auch geil, aber mir führt, das wird bald nicht mehr so sein. Mann, ist das doof, ich kann kaum angreifen, weil man natürlich sofort wieder Mann, ist gut hier, Leute, jetzt reißt aber langsam. Gott, fragen wir. Ein Doofauge wird wieder aufgetaucht. Ja gut, die haben ja schwäche Erde, also passt's wieder. Ja, greif nur an. Mann, Alter. Ich darf nichts sehen, versteht? Mann. Ja, ist ja klar, man darf noch so scheiß Kombos, wo ich überhaupt nichts machen kann. Die Dinge wollen mich total verarschen. So, Kumpel, du bist der Letzte. Natürlich kann er... Also, der hat eine Schwäche gegen Erde. Trotzdem kann er mir einfach da... Problemlos eine Art ausführen ist ja kein Problem für ihn.
Ich glaube lustigerweise mal nichts. Ich überlege schon, wenn man eine mystische Art einsetzen soll, aber momentan noch gar nicht wirklich nötig. Alter, 8 Maximum. So, jetzt hat er auch mehr durch. Was sagt ihr jetzt dazu, ihr Scheißdinger? Schwäche näher, das ist nicht nötig, ist einfach so locker. Ja, ist klar, man hat einfach eine Kombi nach der anderen, wo ich nicht ausweichen kann. Nichts geht. Seht ihr, echt gar nichts mehr. Aber ist gut hier. Also so teilweise hier muss man sich schon fragen, ob das, was hier passiert, überhaupt noch normal ist. Alter, wir sind ständig abwechseln. Wir hätten am besten doch Miklo nehmen sollen. Der schon Distanzangriffe gehabt und nichts, was irgendwie Schwäche oder Resistenz gegen hätte. Was willst du denn hier? Kleinen Blutegel, ich hab Angst vor ihnen. Nicht wirklich. Ein bisschen unterschiedliche Art hier zeigen. Das ist ganz neu, war. Könnt ihr ganz schnell mal vergessen, Jungs. Das klappt immer noch nichts. Klar. Die können wir uns unterbrechen. Die Elefanten sind zurück. Hey Dumbo, na wie geht's? Muss ich mehr so machen. Mal ganz kurz. Geht am schnellsten. Ich weiß, es spammen, aber geht echt am schnellsten so. Oder auch nicht. Ach, überhaupt nach außen? Nö, wieder mal nichts. Wieder mal so eine Phase, wo ich mal automatisch ausweiche. Schön. Boah, Kristall Power! Kristall Power! Was sind eigentlich das für Typen? Noch nie gesehen, die Zyklopen. Also ich die im Spiel zumindest. Und jetzt nicht die Macht des Hirten! Ich drücke keine Erfahrungspunkte. Na, zufrieden?
られただけならいい。だが汚れのるつぼに落とされてたらドラゴンになったかもって話だが、テルの野郎。 Leider wahr. Gut, trotz allem, was wieder mal ein ganz kleiner Kampf und alles funktioniert, wie es sollte. Geil, jetzt fehlt das Teil da hinten noch. Mal zum gucken, was da genau sein könnte. Vermutlich ja nichts, aber sehe nicht gerade sehr viel, deswegen, ja, wir gehen mal ganz kurz runter. Ein Schmelztiegel des Bösen weniger, ist doch nice. Aber ja, denke ich, Miklo wäre es am besten gewesen. Das Distanz angreifen und so. Gab ja irgendwie kaum Monster, also sprich Yuma, die irgendwie eine Resistenz gegen Wasser gehabt hatten. Oder hätten. Haben könnten. Naja, ist halt unterschiedlich. Und nachher zurück nach oben in die City. Und nächste Folge dann vermutlich gehen wir nochmal in den Süden durch, weil wir müssen ja wegen der Höhle und so weiter gucken. Dass ja gut möglich ist, dass da unten neben einem dieser, ja doch, sag's mal so, dieser Höhlen ist, wo eben der Goldschlüssel drin ist mit den ganzen Touren und dann vielleicht sogar ein Irisstein. Ja, übersprungen ist sowieso das Gleiche. Gut, haben wir sonst hier oben gerade noch etwas in der Nähe? Da ist wieder ein Save Point. Fragt mich gerade warum. Verlassenes Horsa. Na, gucken wir mal, wa? So, dazu. Ist hier vermutlich auch wieder ein Irisstein, wa? Ist eigentlich noch zu früh, vielleicht mit Lailan-Kombination könnte es klappen. Nur also eine Medusa war. Diese Kardinalin ja auch war. Ich überlege gerade irgendwie ein spezielles Objekt vielleicht noch einnehmen. Entweder das hier. Verbrennung reduziert um 100%. Fangen natürlich ob für uns nur oder auf den Gegner. Nehmen wir das hier. Steno. Apol plus Furie, Widerstand. Nur Feuer, Wasser. Momentan wäre es sogar gerade geil, wa? Klappt aktuell ganz gut, wa? Ja, hab schon gesehen von den Gorgonenauge. Oder fragen können ja traumatisieren, wenn sie schon. Traumatisiert wird eigentlich nichts passieren, wa? Nein! So, dazu. Also das ist schon gemein, wenn du da also trotz Amatisierung, zack, booms, keine Chance. Ja, da hat man mit dieser schon natürlich einen größeren Vorteil. Das war knapp. Lebens wollte natürlich jetzt gerne einen Trank des Lebens auf die gute Leila einsetzen, weil mit der hatten wir es schon für die mystische Arte. Miklo ist ein bisschen doof.
Im Grunde muss er einfach nur blocken, wa? Also nur, ist vielleicht gut gesagt, aber lass die anderen mal so. Sprich unamatisiert, weil wenn sie halt nicht in der Nähe sind, dann dürfen sie gar nicht. Ja genau, das meinte er gerade. Es liegt am Boden, vielleicht extra Schaden, wer weiß! Naja, Theorie gut, Praxis war beschissen. Also der Strategie. Ich habe sonst gerade keinen anderen, der noch am Leben ist. Ich spiele natürlich keinen anderen von unseren Seraphim. Oh, kann noch ausgewichen. Jetzt sind wir die Augen auf mich. Ups. Das ist mein Geschmack die falsche Attacke. Und sonst elementmäßig stimmt's. Jetzt nochmal eine mystische Art reinkloppen, wär's geil. Ich muss auch anders klappen. Ich weiß, was ich weiß, macht das gleiche immer, aber funktioniert ja irgendwie. Ich glaube, so theoretisch das funktionieren würde. Alter! Ja, ich weiß, alle leben nicht mehr, aber man kann nicht alles haben, leider. Würde bitte am Leben bleiben. Verdammt, sind versteinert, wollte ich gerade sagen. Kann dagegen echt nichts machen, wa? In Versteinerung bist du echt chancenlos. Also ich auch. Also bitte aufhalten, sie versuchen eine ganz krasse Art. Genau, das meinte ich gerade. Ui, das war knapp. Bis dann mal zurückkommen, dauert es länger. Ja. 汚れだ。私はあなたを信じたのに、すべてを捨てて、なのになぜ？スレイ、浄化を。なぜあんな女に？しまった。迷ってんならやめときな。帰り討ちに会うのがオチだ。スレイ。済んだことは仕方ない。村を調べてみよう。ええ、無事な人がいるかもしれませんし。Ja, und wird aufgelaufen. Gut, die sind immerhin noch die wichtigsten, weil sie am Leben sind. Dass für den Rest nicht geklappt hat, ja, Künstlerpech, vor allem Alter. Owen Rose bereits 3 Level höher als Layla oder Edna, natürlich auch schon bitter, aber hey, was willst du machen? Könnte doch irgendwie einen Sonderbonbon ganz gut gebrauchen, aber für sowas gibt's hier nicht. So, leben alle wieder.
Also hier im Dorf ist nichts mehr, was irgendwie im Leben ist. Das kann man, glaube ich, vergessen. Die wollen ihr nachgehen. Wohin nachgehen vor allem? Komm, mach nirgends rein. Gut, nimm mal den Geschichtsstein an uns.ドラゴンを一撃で。しかも実体化したやつを。なんて力だ。いやはやとんでもない汚れと結びつきやがって燃えてくるじゃないの。ああ、俺ももっと力をつけなきゃ。お、今のを見てその発言、心配なような頼もしいような。Ja, ich mir gerade auch nichts. Egal, ein weiterer Geschichtsstein ist natürlich geil. Das wollten wir auch. 通気鏡のこと思い出してたっしょ。一瞬だけ。迷っちゃうならどっかの宿で待ってれば。私片付けとくし。何言ってんだ。ロゼだけじゃ浄化できないだろ。けどやれる。そんなの。スレイ、迷ってたらその隙につけ込まれちゃう。ザビーダも言ってるでしょ。敵を気遣ったせいで仲間が傷つくなんて絶対嫌。つまり俺は邪魔だっていうのか。そう。待ってくれロゼ。スレイはミクリオさん、ここは。もう迷わないから。別に迷うなって言ってんじゃないけど、やるってんならしっかりやろ。ああ。なんだよ、気を使った僕がバカみたいじゃないか。そんなことはありませんわ。みたいじゃないってことよね。違うだろ。 Ja. Oder so ähnlich, nachdem wir natürlich. Gut, dann jetzt der Iris-Steine. Da können wir einen anderen Punkt machen. Ja, wieso ist eigentlich jetzt hier eigentlich nichts mehr, weil das ja auch anders ein Iris-Stein war. Da muss irgendwie. Da ist am Ende gar keiner. Nee, da müsste einer sein. Ein Unbekannter, war, könnte raus sein. Dass dieser Ja, später erstmal hier quatschen. それにしても綺麗だよな、銅石って。けど綺麗すぎるんだ。だから大半の人間はガラスか何かの加工品だと思っているようだね。なるほどな。実際は何なんだろう。自然の鉱物じゃないわね。おそらく複数の転教術を掛け合わせて生成したんだろう。その上過去を見せる仕掛けが組み込まれているなんて信じられない代物だな。好きな過去を自由に見れたらいいのにな。1000年くらいの歴史を全部見てみたいよ。見るだけで1000年かかるぞ。長生きしないとな。あ、そうか。天族でもさすがに無理でしょうね。銅石も遺跡も過去の断片に過ぎないよ。そこから読み取ったものが重要なんだ。歴史とは僕らが心に気づく建築物なのだから。ミクリオ、いいこと言っただろ。いつか本を書いた時使おうと思ってるんだ。そんな野望があったのね。いや、僕らの旅を後世に伝えないのはもったいないだろ。私も読んでみたいですわ、ミクリオさんの本。進呈するよ、サイン付きでね。くそー、俺も考えないと。いいセリフとサイン。 Ja, für das haben wir noch viel Zeit, hoffe ich. So, dann haben wir den noch. Was machen die hier? Ein Dorf zu gründen. Was anderes. 怖い。なんで？お子様同士にはわかんねえか。さっぱり。
Jo, denke ich auch mal. War ja sehr interessant. Das Wertvolles, ja. エギーユ掘り出し物あった？あったぜ棟梁。前に銅石を探してるって言ってたろう。第一の記憶見つかったの？そうなんだが、人は七違いで買われちまった。スレイ以外に欲しがる人がいるんだ。買ったのは考古学を学んでいる司祭だそうだ。考古学、遺跡を調べてるのかな。詳しくは知らんが、何冊も本を書いてるとか。本を、すごいな。内容には興味あるね。またなの？脱線の流れなの？で、その学者さんは？何かの調査でプリズナーバック湿原のリヒトワーグ開古林に行ったらしい。また危ない場所に。調べたい気持ちはよくわかるが、心配だ。行ってみよう。Ja, so dazu. Keinen Schritt näher. Heilige, nicht schlecht. Reicht dann. Was meinst du? Ja, das wäre vielleicht noch für den nächsten Part eine Option. Quatschen ja weniger. Haben wir sonst noch irgendetwas hier zum Abschließen? Weil es hieß, wir sollten extra hier nochmal zurückgehen, oder? Aber irgendwie gerade scheint. Das ist ja die Goldtruhe, ja. Ist immer noch fest verschlossen. Wo sagt der Seraphin? Hallo, Typi, wo bist du? Der ist weg. Hä? Ja gut, ich meine, da könnte theoretisch ein Turm drin sein, wird doch verstehen. Wie komme ich denn da rein? Oder geht das erst, wenn ich da mit dem anderen Typen, da mit dem Geschichtenerzähler gequatscht habe? Wieder so viele Fragen und so wenige Antworten, Leute. Es ist einfach nicht zu fassen. Oh, da haben wir ja. Ich fand so ganz doof, wo ist denn hin und so? Und da steckt er ja. Ja, einen Turm hinein können wir eigentlich trotzdem, oder müssen wir eigentlich können. Aber ja, das ist Zukunftsmusik, Leute. Für heute nicht mehr. Heute sind wir bedient. Ich würde mal sagen, wir können mal ganz kurz übernachten. Da passiert noch etwas Spezielles. Noch ein Mabu-Curry-Brötchen, war schon lange nicht mehr. Lecker. ライラ、ちょっと座りなさい。何ですの？いいから座りなさい。あなた、知り合いのノルミンもいるのに、さほど興味ないわよね。まあ、いいお友達でいましょうくらいの関係ですわね。何それ、座りなさいよ。ライラは奴らを甘く見てるわ。50人のノルミンどもを全力で捕獲しないと。エドナさんはノルミンさんが大好きなんですね。傘にもつけてますものね。大好きなんかじゃないわ。というか、なんで座らないのよ。以前も座ったところから徹夜コースでしたし、徹夜はお肌に悪いのでおやすみなさい。ほら、座れ。 Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. Vor allem, wieso soll das schlecht für helle Haut sein, hä? Verwirrung. Talent erlernt. Normin-Suche hat es jetzt drauf. Ja, sehr schön für sie. Gut, Freunde, in nächsten Part geht es natürlich wie gewohnt weiter. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar Dinge zu tun hier. Ich würde doch fast mal behaupten, ja, wir gehen in der nächsten Folge hin. Natürlich noch ein bisschen unsere Waffen upgraden, das natürlich auch. Und dann vielleicht doch, da fehlt noch eine Höhle. Faszinierend. Ja, da unten haben wir noch zwei, die wir auch schon zwar gesehen haben und noch nicht hingegangen sind. Das ist noch was für den nächsten Part. Und sonst halt, wie gehabt war. Hier anfangen die ganzen. Ja gut, die schmelzen natürlich auch. Nee, das ist noch weit entfernt. Nee, natürlich jetzt erstmal die ganzen Iris-Steine finden, noch die unbekannten Wege abklappern. Und dann vielleicht, wenn wir alles schon gesehen haben, alle Wege, alle Schluchten, alle Höhlen, wie auch immer. Also dann vielleicht an einem
ja, von einem einzigen Partner noch ein bisschen zurechtschneiden und nochmal gegen die Monster antreten, die jetzt verpasst haben. Oder beziehungsweise nicht antreten konnten, weil sie stark waren, wie auch immer. Und dann diese fehlenden Iri-Steine noch holen werden. Ja, das und vieles mehr dann, wie gesagt, in den nächsten Folgen hier bei Tales of Zestiria. Ach nee, Logri nach der Bosheit, okay? やっぱり一度高値に落ち着いた相場はちょっとやそっとじゃ戻らないな。だが商人たちも冷たいとは思うが汚れているというわけじゃない。ええ、カゴを戻しても問題が全部解決するわけじゃないんだよな。カゴは人の心を変えるわけではありませんから。難しいよな。救いはローグリンの人たちに憎しみや諦めがないことですわ。どの道同志の出る幕じゃないわよ。うん。こっからは商人が工夫するとこ。Ja, so ungefähr geht's hoffentlich weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.